Und es regnet, es könnte nicht besser sein, Digga, ja! Ich bin schon komplett nass, scheiß drauf. Was geht? Heute gehen Maelo und ich zum ersten Mal in unserem Leben nach Berlin und da ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man seinen Koffer richtig packt. Das sollte reichen. Moin! Meister! Meister! Wir fahren mit dem Nachtzug nach Berlin. Ich habe das noch nie gemacht. Das wird huge. Das ist es. Boah, das ist aber huge. Guckt euch wie big. Holy shit. Ja, ich habe auf jeden Fall extrem Bock, jetzt mit dem Nachtzug nach Berlin zu fahren. Das ist das Bett von Maelo. Aber ja, Aussicht ist auf jeden Fall vorhanden. 10,5 Stunden. 10,5 Stunden in diesem Kabäuschen. Freunde, gönnt euch mal mein Bett. Das Bett ist so lit, Bro. Geisteskrankes Outfit. Hier, das. Oh nice, Digga, gute Nacht. Das Bett ist wirklich sehr, sehr weich. Wir sind in Berlin. Wir haben uns jetzt Burger bestellt. Gönnt euch die Optik, Digga. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren sollte, aber ich hoffe mal, das geht so. Ist geil. Fühle ich, feiere ich. Ist geil. Das ist mein Bett. Doppelbett, wenn man alleine ist, ist immer sehr nice. Smash. Hier ist das Bad. Mashallah. Eine Dusche. Ein Spiegel. Moin. Ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, was man in Berlin machen kann, aber ich habe gehört, dass in Berlin die alternative Szene sehr groß ist. Muss ich sagen, fühle ich sehr diese Szene und wir probieren auf jeden Fall die alternative Szene von Berlin zu finden. Weiß jemand, wo die alternative Szene von Berlin ist? Okay, vielen Dank. Morgen, irgendjemand hat sich gedacht, es sei eine extrem gute Idee, um 8 Uhr morgens ins Gym zu gehen. Aber wir sind jung, fit und körperlich belastbar oder irgendetwas. Kein Zurück mehr. Aufstehen, raus. Oh, gibt euch den Fitnessraum, Digga. Ich bin reich. Wir zerstören heute unseren gesamten Körper. Hier ist noch perfekt zum Sonne tanken, Digga, gerade bei diesem Wetter. Man muss zu diesem Workout auch sagen, das hat wirklich maximal 10 Minuten gedauert, aber bei uns zählt der olympische Gedanke. Das heißt, die Leistung ist egal, wir wollen einfach dabei sein. Es bringt alles nichts, wenn ihr nicht mitmacht. Wir sind jetzt im Auto und sind auf dem Weg zu einem legendären Spot, wo Maelo ein Video machen wird. Das ist wirklich ein Spot, bei dem ich nie gedacht hätte, dass ich dorthin gehen werde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dieser Ort hat für mich schon fast Kultstatus. Ja, für mich auch. Darum gehen wir dahin. Ja, deshalb gehen wir dahin. Ihr werdet sehen, wir müssen jetzt circa 1,5 Stunden fahren, I guess, beziehungsweise Maelo muss fahren, weil das Auto auf ihn angemeldet ist. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Bis dann. Ja, es regnet komplett. Paulaner Spezi jetzt hinten rein. Wir wollen eigentlich das Video filmen für Maelo, aber das Problem ist, wie man an den Scheiben sehen kann, das Wetter ist jetzt, ich sag mal so, nicht optimal für die Kameras, die wir dabei haben. Es liegt nicht an uns, dass wir nass werden. Das ist gar kein Problem, die Kameras. Wir haben kein Problem damit. Moin, Meister! Wir sind jetzt draußen, es regnet ein bisschen weniger. Wie man sieht, ist der Drip ins Unermessliche gestiegen. Ganz klar, hier haben wir die Pit Vipers direkt aus den 80er Jahren. Ein Poncho in Gelb, die Pinguin-Badehosen für den Drip. Und jetzt gehen wir an den Ort, an dem alles passiert ist. Meine Schuhe kann ich nicht mehr gebrauchen. Wir sind angekommen am legendären Ort, wo das Angelcamp 2020 stattgefunden hat. What the fuck? Sido, was wird passieren hier? Angeln? Hier war das Angelcamp. Dort hinten war der Camper. Ey, das ist ultra das Ding. Hier ist in eine Feuerschale reingefallen. Oh shit! Feuer! Ey, ist der gerade ins Feuer gefallen? Hier hinten ist der See. Es sieht in echt wirklich wunderschön aus. Sehr idyllisch. Es regnet, aber das passt jetzt zum Fischen. Wir haben den Fischer-Drip dabei. Wir filmen jetzt hier ein Video für Maelo, für seinen Kanal. Das heißt, das könnt ihr bei ihm sehen. Ich muss jetzt dezent in den Schirm gehen. Es sieht halt wirklich so aus wie im Stream. Hier waren die Jungs, haben geangelt. Hier war das Camp. Dort drüben ist Maelo und seine Freundin. Und es regnet, es könnte nicht besser sein, Digga, ja! Ich bin schon komplett nass, scheiß drauf. Wir haben uns ein Backfischbrötchen geholt, zum ersten Mal in unserem Leben in der Nordsee, weil wenn man schon in Berlin ist, dann muss man sich ganz klar ein Backfischbrötchen ergattern. Junge! 3, 2, 1, Ich bin gespannt, let's go. Ja, schmeckt nach Backfisch. Schmeckt ein bisschen wie Chicken. Ey, da kommen mir die Tränen. Das ist für mich ganz klar Den Win der Woche. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Verkehr habe ich leider nicht so viel, aber bei der digitalen Infrastruktur, da kenne ich mich aus, Digga. Kannst du dich ganz kurz für den Vlog vorstellen? Ja, ich bin Felix, ich bin Philo. Ja gut, vielen Dank für die Vorstellung, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Nutella-Brot ohne Butter. Merkt euch das, ihr Gottlosen. So blöd kann keiner sein. Das ist voll nicht mehr mein, wie sagt man dem? Das ist nicht mehr mein, wie sagt man dem? Nein, ich kann nicht mehr reden. Das ist nicht deine Generation. Das ist nicht meine Generation an Spiele. Ich spiele eher so Minecraft. Ihr fragt euch natürlich, wem gehört dieses Zimmer, das so extrem erotisch auch ein bisschen aussieht? Niemand. Das gehört nicht
Maelo, sondern dem lieben Felix. Moin Meister. Moin. Er hat ein geiles Streaming-Setup. Er hat einen Red Bull. Spielautomat. Er hat einen Affen. Das ist Bobo. DJ Bobo. Das ist Bobo der Content-Affe. Bobo der Content-Affe. Jo. Bist nicht du der Content-Affe hier? Das auch. Es ist hier alles richtig geil, aber sein Bett. Oh nein, flex nicht mein Bett. Hier schläft er hinter einem Schrank, hinter den Kleidern. Ich habe Lust zu machen. Ich habe mir so einen Minecraft-Raumtrainer-Block gekauft, damit ich wenigstens dann ruhig schlafen kann. Ja, du hättest ja das Bett nicht verstecken müssen, oder versteckst du das Bett von irgendjemandem? Ja, ich weiß schon, wieso du das versteckst. Ja. Da ist meine andere Content-Kabine, sag ich mal. Hier Twitch-Content, da Pornhub. Ja, ich habe schon gesehen, das ist eine Cam, ne? Ja. Wie heißt die eine Plattform? Und das ist wirklich der softeste Teppich, den ich kenne. Ich würde einfach am Boden schlafen. Dein Boden ist ein ganzes Bett. Ja, du musst gucken, dass deine Wirbelsäule dann in dieser Ritze ist. Die Wirbelsäule in der Ritze. Ja, damit die nicht wehtut. Hä, bei euch knackt ja gar nichts, aber es ist eingerollt bei dir. What the fuck? Soll ich es einmal vormachen? Bei mir knackt es. Ja, mach mal. Ja. Ich habe jetzt hier auf keinen Fall Soundeffekte eingefügt. Dieser Dude hat hier einfach so einen Red Bull Kühler und hier kann man einfach Red Bulls rausnehmen. Krass. Es ist wunderschön und wir genießen jetzt hier noch den letzten Tag in Berlin. Und hier ist mein Ehrenbruder Kylo. So ein Fein. Sag mal ehrlich, mein Hut, was sagst du? Das ist mein Hut. Ja, das muss jetzt nicht sagen. Das muss die Welt nicht wissen. Mo Meister. Oh, es ist Zeit, wir gehen aus dem Hotel raus. Peace, Digga. Bis zum nächsten Mal. So wie Wendy. Der Bruder hat ein 20 und ich gebe ihm einen Backhash. Freunde, vielen Dank fürs Schauen von diesem Vlog. Der Vlog war ein bisschen random hin und her. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, Digga. Chopper, chopper.